Gut, dann spiele ich jetzt ein schweinisches Lied. Ja, das Lied heißt Die Sau. Das ist wieder ein niederbayerisches Heimatlied. Ja, das beschreibt halt die Sau ein bisschen näher. So die Anatomie der Sau wird also näher beschrieben. Es ist ein zoologisches Werk. Ja, das handelt also von Blut und Leberwürst und von Schinken und von Gesächten und von was noch alles, von Ferkel. Eigentlich braucht man gar nicht mehr dazu sagen. Akustisch kommt nur so ein kleines Sauschwanzel vor. Das geht ungefähr so. Das ist dann so geringelt, ne? Ja. Und vielleicht sollte ich den Protest noch mal loswerden. Es müsste verboten werden, an der Verwesung verhinderte Leichenteile ermordeter Tiere in deren eigene Kotkanäle zu füllen und uns unter der irreführenden Bezeichnung Wurst zu kredenzen. Das kann man gar nicht oft nur sagen. Ja. Das ist extra für die Metzgerinnung gemacht, das Lied. Zuerst, da sagt man Fackel zu einem jungen Schwein. Das ist ja auch sehr richtig, weil's noch so zart und klein. Es schmeckt sehr appetitlich, das weiß man ganz genau. Trotzdem ist bloß ein Junges von einer alten Sau. Trotzdem ist bloß ein Junges von einer alten Sau. Sauschwanzel. Doch gibt es selbstverständlich auch zweierlei Geschlecht. Ein Mandel und ein Weiberl, das ist ja auch so recht. Das Weiberl nennt man Zuchtsau, das ist ja allbekannt. Das Männchen aber heißt man den Saubären hierzuland. Das Männchen aber heißt man den Saubären hierzuland. Das Schwein ist äußerst nahrhaft, das ist für uns ein Glück. Wenn man es fleißig füttert, wird's wuselfett und dick. Man macht die besten Würstel aus seinem edlen Blut. Man kriegt die besten Schinken, wann man es seichen tut. Und man kriegt die besten Schinken, wann man es reichern tut. Nur eins ist nicht sehr zierlich von unserem lieben Schwein. Es hält sich gar nicht sauber, legt sich überall hinein. Es nimmt's auch mit dem Fressen durchaus nicht sehr genau. Doch das lässt sich nicht ändern, ein Schwein ist heut eine Sau. Doch das lässt sich nicht ändern, ein Schwein ist heut eine Sau. Dankeschön.